Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum ersten Teil im großen Saisonfazit zum FC Bayern München. Ja, das Ganze wird mehrere Teile beinhalten. Ich erkläre euch das kurz. Also Teil 1 wird die Vereinsführung sein, Max Eberl. Teil 2 wird Vincent Kompany sein. Und danach wird es dann nochmal, ich denke mal, Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Angriff, nochmal 4 Videos geben. Werde ich jetzt, ich denke mal, wenn alles normal läuft, innerhalb dieser Woche aufnehmen und wird dann innerhalb dieser und im Laufe der nächsten Woche hier auf dem Kanal erscheinen. Jo. So ist der Plan. Zum Vorstand habe ich natürlich jetzt keine Noten, die ich euch irgendwie nennen kann. Das zu den anderen aufgezählten Videos werde ich natürlich meine Durchschnittsnoten euch auch präsentieren von der Saison. Und dann gucken wir einfach mal, ob das mit dem Eindruck, den ich hatte, den ihr hattet, auch übereinstimmt. Gut, aber in diesem Video geht es um die Vereinsführung in vorderster Front. Max Eberl. Sinnbildlich, ich habe kein vernünftiges Bild gefunden, wo mal Max Eberl plus unsere Vereinsführung und Christoph Freund drauf sind. Ich weiß auch nicht genau, was ein Christoph Freund bei uns im Verein so genau macht. Ist irgendwie selten mal präsent, wenn es um irgendwas geht, was Verantwortung hat, so, ne? Wenn eine Spielerverpflichtung ist, eine Vertragsverlängerung, dann steht da Max Eberl, ja, meistens mit dem Christoph Freund, aber ich weiß nicht, der ist immer sehr, sehr im Hintergrund. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Eigentlich sollte ja der Sportvorstand mehr im Hintergrund sein, wenn wir uns mal Matthias Sammer erinnern, der ja dann auch irgendwann Sportvorstand bei uns war. Der war jetzt nicht bei jeder Vertragsverlängerung oder sonst irgendein Bums mit dabei. Ne? Die haben irgendwie eine Position doppelt besetzt, weil ich glaube nicht, dass Max Eberls Aufgaben gerade irgendwie unbedingt sportvorstandsmäßig sind. Das übernimmt ja irgendwie mehr Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß. Aber gut, es ist so. Wir haben einen Sportdirektor und einen Sportdirektor irgendwie. Ja, keine Ahnung. Also Christoph Freund zu beurteilen ist für mich unglaublich schwer. Von daher werde ich ihn jetzt einfach mal in das Team Max Eberl stecken. Ja, und werde alles, was ich nicht explizit zu Max Eberl sage, so was Vertragsverlängerung und so angeht, nehme ich dann einfach einen Christoph Freund mit ins Boot. Ob er da jetzt mit drin hängt oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja. Gut, werfen wir einen Blick zurück auf die Saison, die ja eingeleitet wurde mit den Aussagen von Max Eberl. Wir werden uns, also das Ende der letzten Saison, werden uns die Spieler ganz genau angucken und wer hier nicht für den FC Bayern spielt, wer nicht 100% committed, den werden wir aussortieren. Ja. Mit einer Deadline für Alphonso Davies, der 2 Wochen Zeit hatte, einen Vertrag anzunehmen. Es wird kein neues Angebot geben. Mit diesen Aussagen ist dann Max Eberl, nicht Christoph Freund, in die Saison gegangen. Ja. Dann haben sich beide dahingestellt am Anfang der Saison, haben gesagt, ja, unsere Jugendabteilung, unser Campus ist Weltklasse. Ja. Ziel ist es auf jeden Fall, 1, 2 Spieler pro Jahr hochzuziehen und in diese Mannschaft zu integrieren. Ja, das sind die Worte, mit denen sie gemessen wurden. Wenn wir nur das nehmen, ist es Note 6. Ja, weil Alphonso Davies hat man sich auf der Nase rumtanzen lassen, hat am Ende des Tages mit einem Durchschnittsspieler verlängert zu Kosten, als wäre er schon ein Weltklasse-Spieler. Man hat mehr Handgelder gezahlt unterhalb der Saison, sogar für einen Spieler, der noch über ein Jahr Vertragslaufzeit hatte, als wie Michael Ablöse gekostet hat. Man hat nicht einen Spieler aussortiert, nicht einen. Man hat bei Leon Goretzka mal ganz leise angeklopft und gesagt, Leon, eigentlich setzen wir nicht mehr auf dich, aber klar, du bist Teil dieser Mannschaft. Also wenn man solche Aussagen trifft, wie es Max Eberl getan hat, von wegen, ja, wir gucken mal, wer sich hier mit dem FC Bayern committet und wir gucken, mit wem wir in die nächste Saison gehen. Er hätte halt eine klare Ansage vor der Saison kommen müssen, Spieler A, B, C, D, E, F, G, alles klar, wir wollen euch nicht mehr, wir haben einen neuen Trainer, wir haben neue Konzepte, bitte verlasst den Verein. Natürlich akzeptieren wir eure laufenden Verträge, wir werden euch eine Möglichkeit des Trainings geben in einer zweiten Trainingsgruppe, ihr seid aber nicht mehr Teil dieser Mannschaft.
So hätte man meiner Meinung nach agieren müssen, dann hätte man die Spieler auch dazu bekommen, dass sie den Verein wechseln. Ja. Wenn du den Spielern aber sagst, nee, wir planen nicht mit dir und puderst sie dann, lässt sie Teil der Mannschaft werden, ja, warum sollten diese Spieler dann gehen bei den Gehältern, die sie bei uns verdienen? Ja. Chapeau an Leon, dass er sich nicht hat hängen lassen, alles gut, ja. Aber das erwarte ich auch vom Spieler, der 17, 18, 19 Millionen verdient. Ja. Also, ja, daran gemessen, katastrophales Verhalten, die Vertragsverlängerung von Musiala, von Alphonso Davies, von Joshua Kimmich. In der Außenwirkung katastrophales Verhalten, ja, katastrophal. Man hat sich vorführen lassen, man hat sich auf der Nase rumtanzen lassen. Thema Jugendarbeit, die hat nicht stattgefunden. Man hat sogar das einzig hoffnungsvolle Talent mit Potenzial mit Mathis Tell vom Hof gejagt. Das nächste hoffnungsvolle Talent, was in der Vorbereitung sehr gut performt hat, mit einem Aznu, hast du auf Kosten eines Alphonso Davies vom Hof gejagt. Ja, also, wenn wir sie daran messen, Note 6 meiner Meinung. Ja. Transfer von Michael Olise, wer auch immer dafür verantwortlich war von den beiden, vielleicht beide zusammen, definitiv Note 1 plus mit Sternchen. Ja. Das müssen wir auch mal sagen, das ist ein Transfer, der uns ja wahrscheinlich die Meisterschaft gebracht hat am Ende des Tages. Ich glaube schon, dass Michael der Spieler ist, der diese Saison am meisten Einfluss hatte, erst recht in den Spielen, wo auch ein Musiala nicht da war. Ja, war der einzige Spieler, der dann noch ansatzweise vorne Kreativität hat walten lassen, das Spiel über die rechte Seite aufgebaut hat, dazu viele Tore vorbereitet hat, selber Tore gemacht hat. Ich denke, ohne Michael wären wir nicht da, wo wir sind diese Saison. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Aber da kommen wir natürlich zu, wenn wir auf die Spieler eingehen. Ja. Also ein Top-Transfer, da gibt es gar nichts drüber zu reden. Alle anderen Transfers, Vertragsverlängerungen, ist Note 6 meiner Meinung nach. Ja. Ein Jamal Musiala so viel Geld in den Arsch zu schieben, plus ein riesiges Handgeld bei über ein Jahr Vertragslaufzeit, weiß ich nicht. Ich habe es damals gesagt, es ist für mich völlig okay, wenn das ein Spieler ist wie Musiala, dass der auf 25 Millionen kommen kann im Jahr. Habe ich gar kein Problem mit, wenn man Ausnahmetalent ist. Es ist nun mal ein Business, wo super viel Geld drin ist. Dann kann man das Geld auch weitergeben, wenn er denn dann die tragende Säule ist für den Erfolg. Und das war er diese Saison bisher nicht. Und was heißt bisher, die Saison ist zu Ende. Ja. Klar, hat er einen guten Lauf gehabt, wo er dann endlich fit war. Aber wenn wir das jetzt mal umsetzen und mal an den 25 Millionen messen, dann muss da noch eine Menge mehr kommen. Das müssen wir mal ganz klar sagen. Ja. Dass er das Potenzial hat, steht außer Frage. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man bei einem Spieler, der doch ach so gerne den FC Bayern hat und bla bla bla, ja, dann hätte man auch sagen können, komm, du kriegst 15 und jedes Jahr, wo du 30 Spiele machst, kriegst du 1 Million mehr. Ja. Aber gut, hätte wahrscheinlich den Spieler nicht verkaufen können. Egal, man hat sich da nass machen lassen von Musialas Seite, das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Spieler seines Alters, der 25 Millionen bekommt, plus 30 Millionen Handgeld oder sowas. Katastrophe. Ja. Noch schlimmer, Alphonso Davies, Durchschnittsspieler, nicht mehr. Sorry, Leute, Alphonso Davies ist ein durchschnittlicher Spieler. Man pokert da gerade extrem hoch und hat sich wieder ins eigene Fleisch geschnitten, indem man ihm 15 Millionen plus Bonus, angeblich 15 Millionen plus 5 Millionen Bonus, der kann auf 20 Millionen kommen. Alter. Plus wahrscheinlich 30 Millionen Handgeld. Absolute Vollkatastrophe. Absolute Vollkatastrophe. Ja. Und ich glaube, man hat die nur verlängert wegen Jamal Musiala. Ja, das ist mein Take. Ey, er mag ein super Typ sein. Es ist völlig legitim, dass er das Beste für sich rauszieht. So ist das Business. Aber auch da hat man sich vorführen lassen. Ja, und dieser Transfer wird den FC Bayern richtig auf die Füße fallen. Das merkt man jetzt gerade schon allein bei Opa. Ja, logisch, dass der jetzt auch mindestens 15 Millionen haben will. Logisch, dass auch er sagt, ey, ich habe noch ein Jahr Vertrag. Aber ey, ein Handgeld nehme ich jetzt auch wie Jamal. Ja, also will man den Spielern, die jetzt die nächsten Verhandlungen machen, das verübeln? Ja. Wie?
Ja? Und nochmal, Alphonso Davies ist kein Spieler, wo das Potenzial eines Jamal Musiala ist, wo du argumentieren kannst, ey, das ist aber auch ein Ausnahmetalent. Ja, das ist ein Alphonso Davies nicht. Alphonso Davies ist hinten Durchschnitt, der ist vorne Durchschnitt und er ist schnell. Das ist Alphonso Davies. Ja. Vielleicht macht er in den kommenden 1, 2 Jahren die 3, 4, 5 nötigen Steps, um mal dahin zu kommen, an die Grenze, das, was er verdient. Ich glaube es nicht. Sorry. Ja. Ich habe es gestern schon im Livestream gesagt, Alphonso Davies ist ein Spieler, wenn 80 Flanken oder 80 Flankenversuche kommen, verhindert er vielleicht 5. Ja. Und das als Außenverteidiger. So. Vorne, siehst du bei Alphonso Davies vorne mal ein 1 gegen 1, das er erfolgreich gestaltet, kommst du ungefähr auf denselben Wert. Ja. Also weiß ich nicht, warum man diesen Spieler so viel Geld gezahlt hat. Deswegen mein Take, da wird der Musiala-Transfer auf jeden Fall eine Menge oder Verlängerung eine Menge mit reingespielt haben. Also kein gutes Bild bei Transfers. Weiter geht's, Eric Dyer, dass man den völlig ignoriert hat und sich dann wundert, ach ja, der geht ja nach Monaco. Oh, das ist ja traurig, das ist ja schade. Eric Dyer ist der Spieler, der uns getragen hat die letzten Wochen in der Abwehr. Ja. Wenn man dann liest, dass er da angeblich das Doppelte verdient am Ende des Tages, was den Nettobetrag angeht, kann man das verstehen, dass es da um einen 3-Jahres-Vertrag geht und nicht um einen 1-Jahres-Vertrag. Ja, ich weiß, ein Freund hat sich in der PK hingesetzt, ja, bei uns wäre auch 2 Jahre möglich gewesen. I don't know, man lässt einen super, zumindest von außen betrachtet, einen super Charakter, einen super Anführer, einen Spieler gehen, der ein No-Brainer ist, der immer da war. Gibt man auch kein gutes Bild ab, ja. Wenn man dann noch sieht, dass man Leroy Sané in den Arsch kriegt und hinterher rennt mit seinem Verhalten, dann wird es halt ganz wild. Ja. Also wenn ein Spieler da ist, man verhandelt einen Vertrag aus, der Vertrag läuft aus, man verhandelt etwas und dann sagt der Spieler kurz vor der Unterschrift, weißt du, ich wechsle jetzt mal den Berater. Ich habe da so einen kennengelernt, der hat hier mal den Levi bei euch, das geht, hat er den Verein aus der Tasche gezogen, hat dafür gesorgt, dass ein Alaba auch Flausen im Schädel hat. Ich nehme mal heute einen Pini Sahavi, ja. Dann wäre die einzige richtige Aktion vom Vereinsseite gewesen. Alles klar, Leroy. Wir wünschen dir für deinen weiteren Werdegang viel Spaß. Wir hoffen, du findest einen Verein, der zu dir passt. Feierabend. Das wäre die Ansage gewesen, die hätte kommen müssen. Nichts anderes. Ja. Nicht dieses jetzt wieder Arschgepuder, ach ja, Leroy, hast du bis August Zeit, wenn du dich entscheidest, hier zu bleiben, dann freuen wir uns alle und sind glücklich. Alter. Wir geben ein Bild ab nach außen, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Ja. Allein die Chose mit Alphonso Davies, die Chose jetzt mit Leroy Sané. Es wird super schwierig werden, Spieler die Verträge zu verlängern. Ich denke, jeder Spieler wird ins letzte Vertragsjahr gehen die kommenden Jahre, weil er sieht, ja, alles gut. Ich hole dann das Maximale raus wie Alphonso Davies. Ja, also für einen Spieler ist das doch super, wenn er ins letzte Vertragsjahr gehen kann. Dann hat er alle Macht in seinen Händen. Ja. Da geben wir kein gutes Bild ab. Wir hatten ganz, ganz viele Möglichkeiten, klare Statements zu setzen. Man versucht jetzt bei Leroy so ein halbes Statement, so mit, oh ja, wir geben jetzt nicht mehr Geld. Wenn Leroy bleiben sollte, könnt ihr euch sicher sein, dass der FC Bayern am Ende mehr Geld gegeben hat. Ja, und was ist das dann für ein Zeichen nach außen? Also, ich meine, da mal abwarten, die Causa ist ja noch nicht durch, die wird uns die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich noch beschäftigen. Also all das ist eine Champions League Halbfinalisten, Viertelfinalisten oder wo man hin will, eines Spitzenclubs in Europa nicht würdig. Ja. Und da habe ich ja jetzt noch nicht mal mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge angefangen. Ja. Nur allein diese Sachen, ich weiß nicht, wie weit die da auch reingespielt haben, ja, das weiß ich nicht. Bei uns muss halt alles vom Aufsichtsrat abgesegnet werden, auch Vertragsverlängerung à la Musiala, à la Davies, à la Kimmich, auch à la Sané in diesem Umfang müssen vom Aufsichtsrat abgesegnet werden. Ja. Das heißt, der Max handelt irgendwas aus, dann dackelt der nach oben, dann sagt der Aufsichtsrat, jo, hast du gut gemacht, Max, oder nee, das machen wir so nicht.
Ja, also wir können da jetzt nicht Max Eberl oder Christoph Freund oder beide alleine die Verantwortung nehmen. Du musst die ganze Vereinsführung mitnehmen und deswegen sind auch hier alle Herren im Hintergrund. Ja. Ähm, Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ja, wenn man dann hört, dass ja, wir wissen ja noch nicht mal, ob ein Vincent Kompany oder Max Eberl oder wer auch immer überhaupt einen Florian Wirtz in dieser Mannschaft sieht. Ja, wir wissen, dass das Uli Hoeneß so sieht. Ja. Und dass der mit dem Karl-Heinz Rummenigge da reingeht. Und ja, am Ende des Tages sitzen die im Aufsichtsrat und haben nichts mit dem operativen Geschäft mehr zu tun. Aber anscheinend haben sie das schon, ja. Und das ist unser großes Problem. Und das wird unser Problem bleiben, solange das so ist. Ja. Solange das so ist, wird kein Sportdirektor, Sportvorstand bei uns hinkommen und wird ansatzweise seine Ideen durchbringen können. Ja. Und das ist super schade. Und deswegen gibt Max Eberl auch so ein schlechtes Bild ab. Ja. Ich meine, Max Eberl, nehmen wir nochmal die Müller-Causa, haben wir noch gar nichts zu gesagt. Max Eberl sagt im Januar, ja, alles gut. Die gucken uns tief in die Augen, wenn Thomas weitermachen will, macht er weiter. Und dann denkt sich Uli Hoeneß so im März, ach nee, eigentlich. Ich meine, er hat nicht Unrecht, ja, es war Zeit, die Karriere zu beenden, aber dann kann er sich da hingehen und sagen, ja, Thomas Müller, ach, die Doku ist jetzt raus. Nee, der sollte am besten jetzt aufhören, da macht ja keinen Sinn mehr. Ja. Und da muss Max Eber sich da in der Öffentlichkeit hinstellen und sagen, nee, wir verlängern mit Thomas Müller nicht. Und er steht wieder als Idiot da, ja, weil er so gelabert hat und so handelt. Wäre es nur nach Max Eber gegangen, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Wäre das gut gewesen? Nee. Also ich gehe 100% mit, dass man Thomas Müller zum Karriereende zwingen musste beim FC Bayern, weil die letzten 2 Jahre, gerade die Saison haben wir es auch gesehen, sportlich spielt das keine Rolle mehr. Ja. Wäre es um kleines Geld gegangen, hätte man ihn menschlich fürs Klima irgendwie behalten können, was weiß ich. Von daher war das der richtige Schritt, aber die Art und Weise war halt eine Katastrophe, ja, und eine katastrophale Außendarstellung. Ja. Ähm, Wie geben wir wieder, ich meine, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, dass wir kein gutes Bild abgegeben haben. Dieses Jahr war es noch mal eine Stufe schlimmer. Ne? Und das muss er erstmal schaffen. Ne? Ähm, Schlussakt. Nehmen wir vielleicht noch die Sommervorbereitung oder die Sommertransferphase, wo du gesehen hast, dass ein Freund und Max Eber noch viele, viele Pläne hatten mit diesem Kader. Mit dem Duet war man einig und dann kommt ein Uli Hoeneß, drückt den Finger drauf, sagt, wir haben kein Geldscheißer, bla bla bla. Duet ist nach Paris gegangen, wir wissen alle, wie er da performt. Ja, vielleicht wäre dieser Transfer genau der richtige gewesen für die andere Seite und dann hätten sich alle 3 Spieler, die da gerade auf der Seite rumpimmeln, denke ich, hätten sich dann allerspätestens in der Winterpause gedacht, oh, nee, das wird hier nichts mehr für mich. Ne? Ja, hast du versäumt, hast du liegen lassen und das ist unser Problem. Ja. Deswegen ist es super schwierig, jetzt einen Max Eberl, auch einen Christoph Freund wirklich fair zu benoten oder eine Meinung zu haben. Eine Meinung habe ich natürlich, aber zu benoten, weiß ich nicht. Wir wissen halt nicht, wer wie was wo zu sagen hat, wo mit reinspielt. Ich finde es super komisch, dass jeder Furz vom Aufsichtsrat abgenickt werden muss. Und in diesem Aufsichtsrat die Leute sitzen, die vorher diese Jobs hatten und nicht loslassen können. Ja. Und das ist unser Problem und das ist das Thema, ja, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Ja. Also normalerweise aus meiner Sicht ist ein Aufsichtsrat ein Kontrollgremium und nicht das Gremium, was alles entscheidet. Ja. Also ich würde mir wünschen, man trifft sich vor der Saison oder jetzt nach der Saison für die kommende Saison, setzt sich da hin und sagt, pass mal auf, Christoph, Max, das sind die Zahlen. Ihr habt, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, ihr habt 50 Millionen, die könnt ihr ausgeben für Transfers. Wollt ihr mehr ausgeben, müsst ihr erst Transfereinnahmen generieren. Euer Gehaltsrahmen darf bis max 400 Millionen sein. Das sind eure Rahmenbedingungen, in denen könnt ihr euch bewegen. Und let's go. Ne? Und nicht, ja,
Mir jeden Scheiß, der über 20 Millionen Umfang hat oder 25 Millionen, muss man erstmal nach oben dackeln, muss bitte, 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 bitte machen. Ich weiß nicht, wofür man dann Max Eberl und Christoph Freund verpflichtet hat, sage ich euch ganz ehrlich. Die sind beide da, die sind an der Mannschaft dran, die sind beim Trainer dran. Die haben Vorstellungen, die gestalten diesen Kader. Das geht aber nicht, wenn du jeden Transfer und jede Entscheidung erstmal ein Gremium von 6, 8 Personen sitzen da überzeugen musst, dass die Ja sagen. Also, wie soll das funktionieren? Die beiden haben keine eigene Handhabe gefühlt. Ja? Katastrophe. Und ja, deswegen ist es schwer, eine Note zu finden. Wie gesagt, in der Außendarstellung ist alles, was Transfers angeht, Vertragsverlängerung angeht, Note 6. Einzig und allein Michael Ulysses 1+ mit Sternchen. Dann wären wir bei einer 7. Aber dann müsste ich erstmal die anderen Transfers alle einzeln nehmen, die Vertragsverlängerung einzeln nehmen und dann kommst du vielleicht am Ende bei einer 5 raus. Ja. Wie gesagt, man weiß nicht, wer es wirklich zu verantworten hat. Da muss man mal ganz klar sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, bei allem, was Max Eberl und Christoph Freund bisher in ihrer Karriere so gemacht haben, glaube ich nicht, dass beide sagen würden, oder auch nur einer sagen würde, komm, wir nehmen jetzt 100, 120, 150 Millionen in die Hand und verpflichten einen Spieler. Also ich glaube, die hätten für das Geld wahrscheinlich 3, 4, 5, 6 Spieler verpflichtet, die ein Potenzial hätten, in diese gleiche Schiene zu kommen, wie dieser eine Spieler, den man da verpflichten will. Ja, das ist mein Eindruck. Von daher schwierig. Ich sehe auch keine Besserung in Sicht. Ich sehe keine, du könntest jetzt auch sagen, komm, wir schmeißen Max Eberl raus, wir holen den nächsten. Der nächste wird dieselben Probleme haben. Max Eberl ist lang genug in diesem Geschäft. Ja? Lang genug. Der weiß, was Phase ist. Ja? Also, er hat keine Handhabe. Er hat keine Handhabe. Ja? Und das ist das Problem bei uns. Meiner Meinung nach. Ist so, wie es von außen rüberkommt, ja. Und auch so, wie es ja kommuniziert wird. Das hat alles erstmal vom Aufsichtsrat genehmigt werden muss. Ja. Das ist super schade. Das wird er sich auch anders vorgestellt haben. Das macht den Job natürlich super schwierig. Ich bin auf die kommende Transferphase gespannt. Schließen wir das Fazit damit ab. Wie gesagt, eine Benotung. Ich kann keine faire Benotung machen, weil ich nicht weiß, was hat ein Max Eberl wirklich zu verantworten. Auch die Vertragsverlängerung. Wissen wir, ob er das zu verantworten hat, dass Musiala so viel Kohle kriegt, so viel Handgeld kriegt? Dasselbe bei Alphonso Davies. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es muss abgenickt werden vom Aufsichtsrat. Ja? So, keine Ahnung. Auch ein Chrissy spielt da mit rein, der in Vertragsverhandlungen mit dabei sitzt als CEO und ehemaliger Finanzvorstand. Ja? Also, du blickst da nicht durch. Ja? Du kannst nicht sagen, ja, das ist Max Eberl. Der hat das Sagen, der verhandelt die Verträge. Ich meine, man liest jetzt so, Max Eberl hat beim jetzt gar nichts, ist gar nicht involviert. Verhandelt der Uli und der Kalle. Also, da siehst du doch schon, ja, das geht nicht, Alter. Das geht nicht. Das geht nicht. Da sitzen 2 Herren, die haben diese Vorstellung. Dann hast du einen Sportdirektor, der hoffentlich im Zusammenbund mit dem Sportvorstand diese Ideen hat. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Ja? Und wie willst du da dann auch mal sagen, komm, wir fangen jetzt endlich mal an, diesen alternden Kader endlich mal umzugestalten. Man sieht es ja. Man hat mit Kimmich verlängert, man will mit Leroy verlängern. Ich garantiere euch, wir werden nächstes Jahr mit Serge verlängern, weil er der beste Bro von Kimmich ist. Einzig und allein Goretzka hat man sich entschieden, den abzugeben, aber auch der wird nicht gehen. Der wird nächstes Jahr noch eine Saison bei uns rumpimmeln, weil man einfach keine klare Kante zeigt. Ja, ein Leroy will nicht weg. Über was reden wir? Ja, also keine Ahnung, wir geben ein Bild ab, das ist eine Katastrophe. Ja, das ist, was ich sagen kann zu unserer Vereinsführung. Das ist, wie gesagt, kein gutes Bild, was wir da abgeben. Das gefällt mir nicht, jetzt auch sportlicher gesehen. Viele andere Themen, ja, geben wir gute Bilder ab, so gesellschaftlich.
das ist alles fein. Ja? Aber wenn es ums rein Sportliche geht, um die Kadergestaltung, um Transfers, Vertragsverlängerung, das ist, über was wir heute reden, über was wir bewerten und das ist wirklich schlecht. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Und wir haben es letztes Jahr schon kritisiert, dass Uli Hoeneß sich immer wieder eingemischt hat, immer wieder die Goschen aufgemacht hat zu Gott und die Welt rund um den FC Bayern. Das war diese Saison auch, es war ein bisschen weniger. Ja. Dafür hat dann Kallitz noch wieder mit ins Boot geholt, der ja eigentlich schon raus war. Der sitzt jetzt auch wieder im Aufsichtsrat und gibt auch wieder Zeug von sich. Weiß ich nicht. Nochmal, wie sollen wir oder wie soll ich von außen betrachtet jetzt sagen, ja, das ist Max Eberl, das ist Christoph Freund, das haben die zu verantworten, wenn die gar keine eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Ja, und von daher, da gehört eine Änderung hin. Ja, also ich verstehe es nicht, ich wiederhole es nochmal, dann ist Ende hier. Ich verstehe nicht, wie man sagen kann, ab Volumen X musst du jeden Furz hochdackeln und das muss durch den Aufsichtsrat durchgehen. Ja, ich verstehe, dass ein Aufsichtsrat ein Kontrollgremium ist, aber du musst doch Kernzahlen festlegen können. Du musst doch ein Budget festlegen können vor der Saison, was du denen zur Verfügung gibst und dann musst du sagen, let's go, macht. Ja, und wenn dann dieses Budget überschritten werden soll mit irgendeinem Transfer oder sonst was, dann kann doch ein Aufsichtsrat eingreifen. Ja, aber wie gesagt, wenn man sich da vorher hinsetzt und Budgets festlegt, warum sollte das dann überschritten werden? Ja? Und ansonsten lass die Herren doch mal machen. Aber du weißt es ja auch nicht. Vielleicht nochmal, um das Thema kurz aufzugreifen. Vielleicht wollte Max Eberl das so durchziehen, wie er es kommuniziert hat. Ja? Ich kann mir ja auch nicht vorstellen, er kommuniziert was und macht es dann nicht. Ja? Wenn wir nochmal auf die Aussagen von letzte Saison nehmen, dass er die Leute aussortiert. Ja? Vielleicht wollte er das. Vielleicht hätte, wenn es nach Max Eber gegangen wäre, gesagt, ja komm hier, Trainingsgruppe 2, hier mit euch planen wir nicht mehr, let's go. Aber ihr habt es gehört, darauf angesprochen in der Saisonvorwahl, dann kommt ein Uli Hoeneß sofort aus dem Loch und sagt, bei uns gibt es das nicht. Bei uns wird es das niemals geben, niemals, 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 nie. Bei uns wird nur ein Spieler den Verein verlassen, wenn er den Verein verlassen möchte. Ansonsten haben die Spieler Vertrag. Und das ist ja auch richtig. Ja? Aber du kannst den Spieler doch mal klipp und klar formulieren und zeigen, pass mal auf, du spielst sportlich keine Rolle mehr bei uns. Wir möchten einen Umbruch starten, wir haben einen neuen Trainer, der hat andere Vorstellungen. Es wäre doch der perfekte Zeitpunkt gewesen, dies zu kommunizieren. Ja? Hat man versäumt, genau wie man ein Statement bei Davis versäumt hat, genau wie man jetzt wieder ein Statement bei Leroy Sané versäumt hat. Egal wie ein Leroy verlängern wird, egal was dann kommuniziert wird, es wird ja doch keiner, selbst wenn es so wäre, dass dann die Konditionen wirklich gleich geblieben wären, das wird ja doch keiner abnehmen. Der Spieler hat seinen Berater gewechselt, obwohl schon alles ausgehandelt war und wenn man jetzt den Vertrag verlängert, selbst wenn es wirklich dann zu den gleichen Konditionen wäre, wird dir das doch keiner mehr abnehmen. Ja? Also das Bild, die Außendarstellung ist wieder eine Katastrophe. Also. Aber ich bin raus. Ja, wir haben über das ganze Jahr, im letzten Jahr haben wir genug darüber diskutiert und ich bin da raus. Ich bin da komplett raus. Ich verstehe es nicht mehr. Es geht in meine Beine nicht rein. Aber alle, die immer sagen, ja, und dann holen wir den Grösche und dann holen wir den und der macht das. Leute, du kannst da holen, wen du willst. Die werden alle dasselbe Problem haben. Die haben einfach keine Entscheidungshoheit. Ja, das ist doch unser Problem. Die haben, solange ein Uli Hoeneß da sitzt, solange ein Karl-Heinz Rummenigge da sitzt, solange das so geregelt ist, dass ab Volumen X du alles durch den Aufsichtsrat kriegen musst, haben die einfach keine Entscheidungshoheit. Ja, so wie soll ein Sportvorstand, ein Sportdirektor da frei arbeiten? Es geht nicht. Es geht nicht. Ja. Du musst dir was aushandeln mit dem Spieler. Nehmen wir den Duet zum Beispiel. Du handelst was aus. Man ist sich einig. Man verhandelt dann mit dem Verein, mit dem Abgebenden. Man ist sich einig. Dann geht man zum Aufsichtsrat und sagt, hallo, hier,
den würden wir gerne verpflichten, das sind die Zahlen. Nee. So, ja, das ist doch was passiert ist beim Duell. Und deswegen hat der sich doch auch so echauffiert über den FC Bayern und völlig zu Recht. Ja, also, und das machst du 2, 3 Mal und jetzt mal ernsthaft, da nimmt dich doch auch keiner mehr ernst. Du kannst doch nicht mit irgendwelchen Spielern verhandeln und dann sagst du zu dem Spieler, ja, pass auf, das dauert jetzt nochmal 10 Tage, ich muss jetzt erst ein Gremium von 8 Leuten einberufen und mit denen muss ich noch mal kämpfen, um das durchzudrücken. Also, Leute, das kann doch nicht funktionieren. Also, Katastrophe. Also, wie gesagt, sollte ich eine Note geben müssen, legen wir uns mal auf eine Note fest. Note 6 für alles, was passiert ist, außer Michael Olisse, Note 1 plus mit Sternchen. Wir machen das in 2 Noten. Ja. Und dann könnt ihr euch aussuchen, was jetzt mehr Gewicht hat. Ja, ich bin sehr gespannt auf die neue Saison, auf die Sommervorbereitung, auf die Transferphase. Ich erwarte nichts. Ich erwarte wirklich nichts, wenn es um Spieler geht wie Sané, Gnabry, Coman, Goretzka. Bin beim Boe gespannt, ich bin beim Palinja gespannt. Bin beim Guerrero gespannt, wie man da plant. Und ja, keine Ahnung, wild. Ein zweiter Stürmer, die Geschichte mache ich jetzt gar nicht auf, wäre vielleicht auch mal nochmal eine Idee, aber wir haben ja Serge Gnabry, ist so alles gut. Aber das ist ein anderes Video, wenn wir mal ein bisschen vorausschauen für die neue Saison. Ja, es tut mir im Herzen weh, dass ich zum Thema Vereinsführung wieder so ein Video machen muss, wie es schon letztes Jahr war. Ja. Letztes Jahr war es 1:1 das gleiche und man hatte die Hoffnung halt so mit Max Eberl, ist jetzt der starke Mann da, so der andere starke Mann, der alte Mann oder die alten Männer ziehen sich ein bisschen zurück. Das tun sie nicht wirklich. Ja. Sobald es interessant wird, sobald es irgendwie um wichtige Dinge geht, hörst du halt mehr aus dem Aufsichtsrat als wie von deinem eigenen Sportvorstand. Aber wie soll der Sportvorstand auch was sagen, wenn er dreimal düpiert wird, indem er was sagt und es dann 3 Wochen später durch die oberen Herren revidiert werden und er da steht wie ein Idiot. Ja, da würde ich halt auch nichts mehr sagen wollen. Gut, Leute, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in dieser Geschichte. Es bleibt zu hoffen, dass da endlich mal irgendwas passiert. Ich sehe es nicht. Was soll passieren? Uli Hoeneß müsste ja schon freiwillig sagen, alles klar, das war's für mich, ich verabschiede mich. Und das wird nicht passieren. Das wird so lange nicht passieren, bis der Mann unter der Erde liegt. Ja, das wird nicht passieren. Was verständlich ist, er hat den Verein aufgebaut, er hängt mit Herzblut da dran, ich will das gar nicht kritisieren. Aber da müssen Leute ihn in die Schranken weisen. Ja, am Ende ist er nur noch Aufsichtsratmitglied, aber hat die Macht, als wäre er Präsident, Sportvorstand, Sportdirektor und Trainer im einen. Ja, und das geht nicht. Da muss dann der gesamte restliche Verein, alle 4 Herren, die da stehen, müssen Uli Hoeneß in die Schranken weisen. Damit er ansatzweise mal der nächste Step in die Zukunft gemacht werden kann. Ja. So, wird das passieren? Nein. Von daher werden wir die nächsten Jahre weiterhin dieses Bild sehr wahrscheinlich leider abgeben. Aber gut, das werden wir sehen. Vielleicht täusche ich mich auch. Ja? Ich meine, das war jetzt ein Rückblick. Ich denke, der Rückblick ist, da gibt es nichts, wo wir uns täuschen müssen. Aber mein Ausblick ist düster für die neue Transferphase. Aber vielleicht täusche ich mich. Vielleicht werde ich überrascht. Ja? Und es passieren Dinge, die ich nicht erwarte. Wir werden es sehen. Leute, das ist meine Meinung zur letzten Saison und unserem Sportvorstand und unserer Vereinsführung. Obwohl ein letzten Take noch zu Chrissy, weil ich ihn da gerade noch mal im Hintergrund sehe. Der Take auf der Jahreshauptversammlung mit der Champions League, Finale der Home und Sieg und so weiter. Kann es halt auch nicht bringen. Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der Mannschaft geschadet hat. Man hat auch gesehen, dass teilweise der ein oder andere Spieler auch ein bisschen zu kämpfen hatte mit dem Druck in der Champions League. Ja. Das war auch nicht gut, das sollte man nicht tun. Da haben wir nochmal so ein Thema, da muss man auch mal ein bisschen reflektieren und
ein bisschen nachdenken, aber ja, er ist natürlich kein Fußballer. Natürlich kann man nicht sagen, ja, die müssen auch mit dem Druck klarkommen. Aber ich denke mal, man hat es gesehen, dass wir mit dem Druck in der Champions League unbedingt ins Finale da rumzukommen, nicht super gut klargekommen sind. Ja. So, und jetzt habe ich fertig. Rot-weiße Grüße gehen raus. Meine Cam spinnt rum. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.